Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. In dieser Folge möchte ich etwas auf die neue Regelung der Gruppe eingehen. Haben ja viele mitgekriegt, dass da einiges geändert wird. Ich will mich dazu kurz äußern, also bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Jo, was ist nun in der Gruppe vorgefallen? Thomas Lüben und ich, wir haben einige Regeln geändert. Das heißt, wir haben grundsätzlich, ja, was heißt verboten? Doch, eigentlich verboten, dass andere Modder ihre Werke über unsere Gruppe an den Mann bringen können. Das ist nicht nur unserer Änderung geschuldet, da hat auch Facebook etwas damit zu tun, weil die haben ja den Verkauf von E-Zigaretten über Facebook verboten und das eigentlich auch privat, also eigentlich auch per PN ist es nicht mehr erlaubt. Ob sie das so nachvollziehen können, weiß ich nicht. Also die können bestimmte Mitteilungen lesen, so ist es nicht. Ob sie dann das zurückverfolgen können, ob das von unserer Gruppe kommt oder von einer entsprechenden Gruppe oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir wollen halt auch das Risiko nicht eingehen, dass unsere Gruppe irgendwann gelöscht wird von Facebook. Das ist mit ein Grund, dass wir die Regelung eingeführt haben. Ein anderer Grund, das ist eher persönlicher Natur von Thomas Lüben und mir. Wir haben ja damals 2015, also vor ziemlich genau 5 Jahren, die Gruppe ins Leben gerufen und die Gruppe sollte eigentlich dazu dienen, Thomas und meine Pfeifen zu präsentieren und dazumals auch zu verkaufen über Facebook. Ja, dann kamen halt andere Modder im Laufe der Zeit dazu, haben da auch ihre Werke gezeigt und Thomas und ich, wir haben das so akzeptiert, dass halt auch eine Plattform wird für andere Modder. Ich denke, das war nicht so klug. Wir hätten das von Anfang an strenger regulieren sollen, aber naja, die Gruppe hatte damals vielleicht 50, 60 Mitglieder, als der erste Modder dazugestoßen war und ja, dann will man dann auch nicht gleich mit einem riesen Regelwerk die Mitglieder vergraulen, deswegen lässt man das halt auch zu und akzeptiert die ganze Sache. Und je mehr Mitglieder dann in einer Gruppe anwesend sind, umso mehr Regeln, denke ich mal, braucht es auch, weil ansonsten läuft es dann irgendwann komplett aus dem Ruder. Jetzt habe ich was gepostet in der Gruppe und zwar, dass ich in Zukunft oder momentan keine E-Pfeifen mehr bauen möchte. Ich denke, der Post wurde auch etwas falsch aufgefasst. Ich habe ja da geschrieben, dass halt der Verkauf momentan ziemlich schlecht ist. Also das heißt momentan, eigentlich seit der VapeCon im September letzten Jahres konnte ich noch eine Pfeife verkaufen und die anderen liegen hier rum und für mich motiviert das halt dann einfach nicht, weiter E-Pfeifen zu bauen, weil ich baue die ja nicht für mich, also es ist mein Hobby, ja, aber ich selber, mir reicht eine oder zwei und ich habe ja noch einige von Thomas Lüben hier, das reicht mir eigentlich auch und das Hobby soll ja auch kostendeckend, weitmöglichst kostendeckend arbeiten. Mir wurde da auch Geldgeilheit unterworfen, ja, nur weil ich jetzt meine Sachen oder wir unsere Sachen nicht mehr verkaufen können, haben wir die Regeln geändert. Das entspricht nicht ganz der Wahrheit, weil wir sind von dem Verkauf nicht abhängig. Ich denke auch, wir bieten faire Preise. Was willst du dann machen, wenn du irgendwann 30 Pfeifen rumliegen hast? Du musst ja immer mehr Geld auch in Holz und andere Materialien investieren und ja, dann machst du das halt irgendwann einfach nicht mehr, weil es sich nicht rentiert. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Auch Thomas Lüben hat ziemlich Probleme momentan, die E-Pfeifen zu verkaufen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ja, jedenfalls versuchen wir darauf jetzt zu reagieren und haben uns wieder auf die Anfänge der Gruppe zurückbesinnt und haben gesagt, die Gruppe steht für unsere beiden Werke, also für Thomas seine mit Dampfeule und meine mit TMP und
wir möchten eigentlich in dem Sinne in der Facebook-Gruppe anderen Moddern keine, ich sag's mal, Werbeplattform mehr bieten. Das betrifft nicht den Discord-Channel und das Forum, da ist das nach wie vor erlaubt. Also andere Modder dürfen dort werben, dürfen dort ganz offiziell ihre Sachen verkaufen, weil da ist es ja auch erlaubt, nicht wie auf Facebook, da müssen wir etwas vorsichtig sein. Und wir wünschen das sogar, dass die Modder halt aufs Forum dann ausweichen. Ich weiß, dass da sind nicht alle Mitglieder und auch nicht alle Modder mit uns einverstanden, aber schlussendlich, Thomas und ich, wir sind die Admins, wir haben das so besprochen, es ist unsere Gruppe, es ist unsere Sache. Den Mitgliedern oder den Moddern, denen das nicht passt, die damit nicht leben können, ja, die müssen halt die Gruppe verlassen, weil unser Ziel war auch nie, irgendwie 10.000 oder 100.000 Mitglieder zu haben. Wir wollten einfach unsere Werke zeigen und auch einsteigen, also anfangen in E-Pfeifen bauen, eine Hilfe bieten, eine Plattform, wo sie Hilfe kriegen. Das wird auch nach wie vor so möglich sein. Die dürfen auch ihre Pfeifen zeigen, die sie für sich selbst bauen, halt ohne Verkaufsabsicht. Ansonsten ins Forum ausweichen, da ist das grundsätzlich immer noch möglich. Ja, und wir haben jetzt da halt auch einige Kritik geerntet. Darauf haben wir uns ja schon eingestellt. Ich habe zwar eigentlich gedacht, das wird etwas krasser. Wir haben ja vielleicht 3, 4 Mitglieder, die etwas Hater-Kommentare verbreitet haben, aber ich dachte, das würden wesentlich mehr. Wir haben auch 15 oder 20, die die Gruppe verlassen haben bis jetzt. Habe ich auch mit mehr gerechnet. Also denke ich mal, ist die Regel für die meisten okay, so wie wir das nun getroffen haben. Die alten Hasen in der Gruppe, die wissen ja noch, wie es läuft. Früher war es ja grundsätzlich eigentlich so, dass die Gruppe für uns beide stand und nicht für andere Modder oder E-Pfeifen allgemein. Ja, so reagieren wir halt auf die aktuelle Situation, denn wir wollen eigentlich, dass die Gruppe nicht aus dem Ruder gerät, dass wir da den Überblick behalten können. Thomas und mir ist es auch sehr wichtig, dass wir alle Posts durchlesen, dass wir Likes vergeben, dass wir kommentieren, auch dass wir alle Kommentare lesen, und das machen wir auch wirklich so. Und das ist halt auch schon einiges an Arbeit, die wir da reinstecken. Machen wir aber auch gerne, so ist es nicht. Aber es wird halt auch nicht einfacher, je größer die Gruppe wird. Das gibt es halt mehr zu tun, und auch je mehr Leute, die was posten, ja, da gibt es halt einfach mehr nachzulesen dann, wenn wir abends von der Arbeit nach Hause kommen. Noch kurz zu den Leuten, die uns da etwas gebasht haben in den Kommentaren. Ist mir eigentlich ziemlich egal. Das heißt, ich verstehe es halt nicht ganz. Die Leute sollen doch einfach die Gruppe verlassen, wenn sie das Gefühl haben, es stimmt nicht mehr für sie. Ich weiß gar nicht, weshalb man da rumdiskutieren will und einem noch irgendwas unterstellen will oder Vorhersagen treffen möchte von wegen, ja, das war der Todesstoß für die Gruppe. Das ist doch einzig und allein Thomas und mein Problem, wie wir mit der Gruppe agieren. Das heißt, auch die Regeln, die sind einfach zu akzeptieren, und entweder könnt ihr das oder ansonsten müsst ihr halt die Gruppe verlassen. Das soll jetzt keine Aufforderung sein, weil die schon lange in der Gruppe mit dabei sind, die wissen ja eigentlich, dass Thomas und ich, glaube, unseren Job relativ gut machen, dass wir eigentlich auch sehr umgängliche Leute sind, Hilfestellungen bieten und so weiter. Also das betrifft eher Mitglieder, die entweder neu sind oder wegen eines bestimmten Modders in die Gruppe gekommen sind. Kann ich auch nachvollziehen, dass die jetzt vor den Kopf gestoßen sind. Wäre ich wahrscheinlich auch an ihrer Stelle. Deswegen, ich nehme das denen nicht böse oder so. Ich habe mich gar nicht groß zu den Sachen gerechtfertigt, weil ja, wenn jemand halt den Eindruck hat, seine Meinung wäre richtig, den interessiert ja meine Meinung auch nicht. Der denkt einfach, nee, das war jetzt eine Scheißentscheidung, basht das Ganze in den Kommentaren. Da spielt es auch keine Rolle, was ich dann dazu schreibe. Also von daher spare ich mir die ganze Zeit da auf alles zu antworten und mich zu rechtfertigen, und deshalb mache ich dieses Video.
damit ihr meinen und auch Thomas seinen Standpunkt etwas mitkriegt. Und ich hoffe, dass ihr damit leben könnt. Ich weiß auch nicht, was die Zukunft bringen wird. Vielleicht war es eine Fehlentscheidung, ich weiß es nicht, das werden wir sehen. Aber dafür tragen Thomas und ich die Verantwortung. Und wenn es dann eine Fehlentscheidung war, wir stehen dazu und dann werden wir das schon sehen. Ja, ich denke, das reicht jetzt mal zu der Rechtfertigung. War halt jetzt etwas Mimimi, ich weiß, wird wahrscheinlich einigen auch nicht gefallen, aber war mir halt wichtig, das mal kurz etwas mit euch zu kommunizieren. Und ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich denke auch, die Gruppe wird in Zukunft immer noch wachsen und ihr werdet da schöne Pfeifen sehen. Das ganze Änderung motiviert ja uns Admins auch wieder etwas mehr zu machen. Also ich hoffe es zumindest. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass das eine gute Entscheidung war. Auch wenn es jetzt halt kurz eine etwas härtere Zeit wird. Aber es wird sich alles wieder regeln und einpendeln. Also schaut euch das Ganze mal an. Gebt dem eine Chance. Das würde mich sehr freuen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder was auch immer, unten in die Kommentare. Ich werde darauf antworten oder halt auch in der Facebook-Gruppe oder im Forum. Ich werde alles beantworten. Ich will da offen kommunizieren. Thomas Lüven auch. Also von daher würde ich mich freuen, von euch ein Feedback zu kriegen. Und dann wünsche ich euch einen ganz tollen Tag. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.